Hello, es ist wieder Sonntag, 18:30 also gibt es ein Update. Wie ihr das vielleicht schon hört, bin ich leicht erkältet. Also typische Männergrippe, ich bin fast am Sterben. Mich hat es wahrscheinlich in London erwischt. Bin 3 Tage in London gewesen, geschäftlich, für eine Schulung. Und es wahrscheinlich ein bisschen kälter gewesen, plus unser Zimmer war auch einfach grusig gewesen. Hat richtig nach Schimmel gestunken, etc. Und ja, dort hat es uns wahrscheinlich nicht verwünscht. Zudem ist noch ein riesengroßer Gewichtsdruck gekommen. Am Montag bin ich 87,5 gesehen und am Freitag vorgestern bin ich nur noch 85 Kilo gesehen, also habe 2,5 Kilo verloren die Woche. Ich habe dementsprechend auch richtig leer ausgesehen, richtig ausgelaugt. Ist halt durch Krankheit plus eben durchs Reisen wahrscheinlich passiert. Da ich auch manchmal, gerade jetzt beim Reisen, habe ich glaube 1 Meal nicht können essen, weil ich keine Boiled Eggs gefunden habe, also gekochte Eier, wo ich eigentlich so zum Restaurant am Oben essen, die 300 Gramm Eiklar. Und wenn wir natürlich kennen, wenn wir am Reisen sind wir viel mehr unterwegs, machen viel mehr Steps etc. Ja, darum haben wir uns entschlossen, gestern am Restday-Tag schon ein bisschen Carbs erhöhen. Und heute Sonntag und Montag hauen wir jeweils am Tag 700 Kohlenhydrate rein, dass wir das wieder füllen. Schon der gestrige Tag hat was gebracht von der Fülle wieder zurück. Das seht ihr gerade im Video. Das Video habe ich heute gemacht. Ich bin auch nur wirklich soft trainieren. Also Anweisung bekommen von meinem Coach, von Gabi, dass ich einfach immer so 2 Wiederholungen mehr mache, als ich eigentlich kann. Um auch das Nervensystem schonen. Yes, Cardio wie üblich gemacht habe, ist sowieso nicht so anstrengend und ja, das sollte ich hoffentlich in 2, 3 Tagen wieder weg sein. Mal ein Leg-Day, mal schauen, wie es dann verhebt. Yes. Aber eben, normalerweise, wenn man so krank ist, geht man nicht ins Training. Einfach für alle anderen. Dann tut man sich komplett ausruhen. Aber halt jetzt 5 Wochen vor Wettkampf, ja, tut man manchmal ein bisschen anziehen. Und ich bin wirklich nicht so stark krank, aber normalerweise, wenn ich so krank war im Aufbau, würde ich sagen, ich kann es nicht. Ich zocke daheim, ich gehe raus, gehe laufen, bei dem schönen Wetter, wie es jetzt ist, aber trainieren tue ich nicht. Yes, aber das ist jetzt anders. Gut, kommen wir zum spannenden Teil, zum Video von heute. Gewicht ist heute wieder, ich bin halt erst aufgestanden, nachdem ich 120 Gramm Rice Pudding Dinge hatte und dann schon etwas getrunken hatte. Und dann bin ich schon wieder 87,5 gesehen. Morgen will ich genaue Gewicht haben, wie ich am Morgen nüchtern bin. Weil ich kann mich gerade wieder vor dem Cardio wiegen. Weil in der neuen Wohnung hier habe ich noch keinen Druck. Ist schon in der alten Wohnung. Richtig schlecht. Richtig schlecht von mir vorbereitet. Gut, also schauen wir das Video mal zusammen an. Schiebe meinen hässlichen Kopf mal auf die Seite. Voilà. Und let's play. Ja, da mache ich noch so, aber das sieht leider nicht so gut aus. Gut, was kann man sagen? Fühle ich schon wieder ein bisschen zurück. Würde ich sagen, es ist schon tighter geworden. Die Hüfte. Aber da, die Haut da muss alles noch weg. Das ist immer noch zu schwabbelig. Genau wie unten am Rücken
Da, das tun wir's auch noch weg. Das ist jetzt schon mal ein bisschen freier geworden. Das würde wahrscheinlich auch besser aussehen, wenn nicht so viele Rohre sind. Man sieht jetzt zum Glück hier nicht so stark, aber das ist eigentlich voll Rohr. Ja. So darf ich auf keinen Fall lachen auf der Bühne. Dann würden alle sagen, ich bin ein kleiner Psycho. Yes. Das bedeutet, jetzt machen wir wieder groß. Bedeutet für die Woche, wo es kommt, Krankheit ausmerzen, dass wir wieder 100% fit sind. Mal schauen, was jetzt der heutige und morgige Ladetag bringt an Gewicht und an Fülle. Also, ich habe heute schon gemerkt, dass ich gestern am Restday 3 Meals mit doppelt so viel Carbs hatte, dass ich schon krassere Pumpen bekommen habe. Und hoffe dann auch, dass der Körper nochmal ein bisschen Fett abwirft, weil ja, also vorne sieht es jetzt schon recht gut aus. Ist einfach nur so in der Mitte vom Bauch ist noch Fett, dass der richtige Grat rauskommt zwischen meinen Bauchmuskeln. Hinten und am Rücken ist noch Fett und ja, Schulterseparierung muss auch noch deutlich besser kommen. Aber ja, wir haben noch 5 Wochen. Ähm, Wenn jetzt noch 2 Kilo Fett verlieren in den 5 Wochen, ist das easy peasy. Also das heißt, ja, weniger als ein halbes Kilo in der Woche und dann ist es gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu kommentieren, wenn ihr Fragen habt oder so. Ich weiß, ich habe letztes Mal gesagt, ich mache auch noch Classic Physik Posen, aber da ich gerade krank geworden bin, habe ich mir gedacht, das mache ich nächste Woche. Dann haben wir das nächste Woche zum Anschauen. Yes, folgt mir noch gerne. Wir haben es 50 Follower geschafft auf YouTube. Yes, und ich wünsche euch eine gute kommende Woche. Ciao, ciao.